Schnell einsteigen. Oh, kleiner Ruckler. Und wir sind auf dem Schiff. Ah, jetzt fängt es erst richtig an. Marco Zeugner. Ist übrigens ein deutsches Game. Von Deutschland. Von Koch Media und Deep Silver. Wir haben den Namen gesehen, alles Deutsche. Calypso, Hamburg. Dort werde ich jetzt auch sein. Geheimakte 2. Puritas Cordis. So, das ist also mein kleines Reich für die nächsten Tage. Keine Suite, aber doch ganz schnucklig. Aber ich werde hoffentlich sowieso die meiste Zeit am Pool verbringen können. Mein Teint kann eine kleine Auffrischung gut vertragen. Ich werde erstmal... Das ist gar nicht mein Koffer. Anscheinend gehört er einem gewissen William Patterson. Ja, nein. Dieser Name auf dem Anhänger, der sich am Koffer befindet. Na, das fängt ja gut an. Das ist doch der von vorher. Ich sollte mal beim Empfang nachfragen. Vermutlich wurden die Koffer versehentlich vertauscht. Ja, ein neuer Teint würde dir gut tun. Haben wir da Handtasche, Bett. Da kann man nichts machen. Vorhang. Bullauge, schauen wir mal raus. Warum heißt das Ding eigentlich Bullauge? Egal. Die Aussicht ist auf jeden Fall grandios. Aha. Lässt sich nicht öffnen. Wohl auch besser so, sonst stünde meine Kabine bereits nach der ersten großen Welle unter Wasser. Aber den Vorhang kann man zutun. Ist der hässlich? Nicht. Gut, hässlich ist er. Handtasche. Darin ist, wie es sich für eine gute Handtasche gehört, fast mein komplettes Leben. Also, Ich denke, selbst Frauen sollten es ein paar Minuten ohne Handtasche aushalten können. Ich lasse sie vorerst hier. Warum? Nimm sie doch mit. Hey. Ich hatte eine Hängematte befürchtet, bin also durchaus positiv überrascht. Schon gut, das langt für 2. Tipptopp. Koffer. Der Koffer eines gewissen William Patterson, wenn man dem Namensschild glauben darf. Und wenn man den Aufklebern glauben darf, dann muss er schon in so ziemlich jedem Land der Welt gewesen sein. Huh. Ich wühle nicht in fremden Koffern. Außerdem ist ein Zahlenschloss dran. Ja, das bringst du jetzt einmal auf. Schrank. Simon sagt, damit kann man an die fantastischsten Orte reisen. Nina sagt, ein Schrank. Hm. Was haben wir da noch? Ich nehme mal an, über den Lautsprecher kann der Kapitän die Passagiere informieren, wenn das Schiff gerade gesunken ist. Aha. Was hat sie dabei? Schlüsselkarte. Was ist eigentlich da? Menü. Untersuchen. Tagebuch. Gut, sonst haben wir nichts mehr da drin. He? Bild. Ein Bild von einem Mann vor dem Atomium in Brüssel. Der Typ ist, glaube ich, der Kapitän dieses Luxusliners. Das hängt hier ganz das gut. Mitnehmen? Das hängt hier ganz gut. Kann man sicher mitnehmen. Das hängt hier ganz gut. Ich will das aber Das hängt nicht. hier ganz gut. Egal. Gehen wir mal raus. Hallöchen. Scharfes Fleisch. Bitte? Na, noch schnell die letzten Tage genießen? Was? Lesen Sie keine Zeitung? Haben Sie keinen Fernseher? Doch. Wieso? Na, aber dann sollten Sie eigentlich wissen, dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Ja? War mir gar nicht so bewusst. Das wird einem zurzeit doch ständig um die Ohren gehauen. Globale Klimaerwärmung, brennende Ölfelder im Nahen Osten und dazu massenweise Naturkatastrophen. Eine schlimmer als die andere. Du bist die Da kann es nur noch Schlimmste, eine ey. Frage von Minuten sein, bis wir alle den Löffel abgeben. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Ist doch klar. In Zeiten wie diesen muss man jammern. Spaß haben geht gar nicht.
Und Kreuzfahrten machen sowieso schon erst recht nicht. Ja. Ja, was machst denn du da? Und dann wird man an jeder Ecke mit diesem pseudowissenschaftlichen Geschwafel zugedröhnt. Wenn ich mir diese möchtegern Wissenschaftler ansehe, die jetzt in New York bei dieser UN-Geschichte einen auf dicke Hose machen. Nun machen Sie aber mal einen Punkt. Mein Vater ist zufällig einer von diesen Wissenschaftlern. Tja, wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ich jedenfalls kann über diesen ganzen Schwachsinn nur lachen. Und mich freuen. Immerhin sind die Preise für Kreuzfahrten und Urlaubsreisen nach dieser ganzen Panikmache in den Keller gegangen. Dumm nur, dass ich selbst in der Reisebranche arbeite. Also schnell noch eine Kreuzfahrt machen, bevor mich dieses hirnlose Geschwafel endgültig in den Ruin treibt. Ja, prima Idee. Im Prinzip mag er mit einigen Sachen ja nicht ganz unrecht haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mir zwei "Die Welt geht unter" Jammergestalten nicht trotzdem lieber sind als dieser Typ. Ah, Koffer, Unfall, Gespräch beenden. Ja, so. Bei mir wurde offensichtlich das Gepäck vertauscht. Sie haben nicht zufällig meinen Koffer gesehen? Nein, leider nicht. Und bei mir war auch alles in Ordnung. Koffer, Rucksack und Beauty-Case, alles da. Ja. Klar, heutzutage muss man auch als Mann was für seine Schönheit tun. Sie müssten das doch eigentlich wissen. Vielen Dank für das Kompliment. Soll das heißen, bin ich ein Mann? Hallo, Mann? Ja gut, ich bin mehr Mann als du, aber sonst... Haben Sie eigentlich was von dem Unfall vorhin im Hafen mitbekommen? Nee, leider nicht. Habe ich was verpasst? Nein. So ein Idiot. Aber echt. Ich werde mich dann mal wieder den anderen Dingen des Lebens zuwenden. Gute Idee. Viel Spaß. Dumme Sieg. Hei, du. Haben wir da Tür, Treppe. Durchgang. Noch mehr Zimmer. Ja, ein bisschen viele Türen. Die Tür ist abgeschlossen. Blöd. Ruder, kann man das echt mitnehmen? Aber springen kann sie auch. Einfach mal das Ruder klauen. Zeitung nehmen wir auch mit. Die ist für alle Gäste an Bord, deshalb lasse ich sie hier. Auf der Titelseite Dann lassen wir sie auch schnell. Der endgültige Sieg über die Natur, wie die Mächtigen der Welt die Kontrolle zurückgewinnen wollen. Es geht um die UN-Vollversammlung, die in ein paar Tagen aufgrund der dramatischen Naturkatastrophen der letzten Wochen und Monate in New York stattfinden soll. Da steht auch was von den Expertenrunden, die derzeit im Vorfeld der Konferenz tagen und an denen mein Vater teilnimmt. Ja. Scheint keiner drin zu sein und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Blöd. Ist echt das Zimmer vom Hübschen von vorher? Scheint keiner drin zu sein und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Blöd. Gut, gehen wir halt mal da rüber. Jetzt haben wir da noch Schönes. Scheint keiner drin zu sein und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Ja, was haben wir da Schönes? Die Tür zur Krankenstation ist abgeschlossen. Warum ist da alles abgeschlossen? Scheint die Krankenstation des Schiffes zu sein. Aha. Ja. Die Krankenstation ist leer. Zumindest ist niemand zu sehen. Aha. Letzte Tür probieren, die ist auch zu. Scheint keiner drin zu sein und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Ja. Und gehen wir mal rauf. Spring! ja, die Nina macht das gut. Aha. Passagier. Foto. Luke. UFO. Ja, gönnen wir uns doch zuerst einmal einen Snack. Marzipankartoffeln sind einer der besten Gründe, warum man Weihnachten lieben sollte. Sehr schön.
Ich lasse lieber noch ein paar übrig. Vielleicht wollen die anderen Gäste auch welche haben. Nein, nein, die brauche ich nicht. Und der quatschen da, mal schauen, was der zu sagen hat. Hallo, alles in Ordnung mit Ihnen? Oh, hallo. Ja, ist schon okay. Sie machen mir aber nicht wirklich den Eindruck. Ich dachte, auf Kreuzfahrtschiffen sind alle immer unglaublich fröhlich und gut gelaunt. Manchmal wird einem halt bewusst, dass sich innerhalb von Sekunden das ganze Leben verändern kann. Da fragt man sich dann schon, ob all die Zukunftsplanungen überhaupt noch einen Sinn haben. Scheint ja ein echter lila Launebär zu sein. Wenn der immer so... Aber vielleicht hat er ja auch einen guten Grund, so niedergeschlagen zu sein. Geht es um den Vorfall im Hafen? Woher wissen Sie? Eine tragische Geschichte. Kannten Sie den Mann? Ich? Nein. War wie eine sehr seltsame Situation. Ein paar Sekunden vorher hat er mich noch angesprochen und dann... Er hat Sie angesprochen? Ja, er hat mich gefragt, ob ich mit dem Schiff fahren würde. Und dann war er auch schon wieder weg und dann dieser Unfall. Hat er sonst noch was gesagt? Nein, ich glaube nicht. Sind Sie ganz sicher? Ja, ich denke schon. Warum? Ach, ist nicht so wichtig. Mich nimmt die Sache einfach mit. Entschuldigen Sie mich bitte, ich brauche noch ein paar Minuten für mich. Klar, kein Problem. Ha. Okay. Vielleicht hat er ja Lust auf Marzipankartoffeln. Nicht. Gut. Dann schauen wir mal das Ufer an. Ich passe da leider nicht rein. Und bewegen kann ich es auch nicht, da auf der einen Seite die Räder fehlen. Blöd. Die ist verplombt und ich sehe derzeit keinen Grund, die Plombe aufzubrechen. Verplombt. Damit können wohl Durchsagen für die Gäste gemacht werden. Ja, und das machen wir doch gerade Wo mal. sich der Portier rumtreibt, aber er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Und ich möchte mich ungern von ihm erwischen lassen. Mo, das ist doch lustig. Keine Ahnung, wo sich der Portier rumtreibt, aber... Ah, da halt nicht. Gut, dann läuten wir halt mal da. Mal schauen. Portier! Portier! Deli. Einen wunderschönen guten Tag, die Dame. Wie kann ich Ihnen zu Diensten sein? Hey, das ist doch die Stimme vom Chefkoch von South Park. Klingel zerstört? Keine Sorge. Ich kümmere mich später darum. Haha, das ist doch geil. Was ich sagen wollte, in meiner Kabine steht der Koffer von einem gewissen William Patterson. Dafür fehlt mein eigener. Ich nehme mal an, die beiden Koffer wurden vertauscht. Oh, wie bedauerlich. Ich werde mich dieser Sache sofort annehmen. Das wäre nett. Der werte Herr Patterson vermisst seinen Koffer bestimmt auch schon. Das glaube ich kaum. Bitte? Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber William Patterson ist unmittelbar vor Antritt der Reise verunglückt. Oh, war das etwa der Mann, der im Hamburger Hafen angefahren wurde? Ja, welch tragisches Malheur. Ist es denn was Ernstes? Ich glaube, ernster könnte es kaum sein. Ist er... Ich fürchte ja. Ich werde mich unverzüglich auf die Suche nach Ihrem Koffer machen und ihn dann in Ihre Kabine bringen. Vermutlich ist er aus Versehen in der Kabine des verunglückten William Patterson gelandet. Okay, vielen Dank. Mr. William Patterson. Irgendwie könnte ich jetzt auch ins Bett gehen. Und eigentlich spricht auch nichts dagegen. Schließlich bin ich ja zur Erholung hier. Die letzten Tage waren einfach ein bisschen viel. Die Trennung von Max. Nina, du bist hier, um ihn zu vergessen. Also heul nicht schon wieder rum. Ich Ja, muss echt, einfach Nina. schlafen. Und wenn ich morgen früh wieder aufwache, dann sieht die Welt schon viel freundlicher aus. Und mein Koffer ist dann vermutlich auch wieder da. Der kann ja nicht einfach verschwunden sein. Hoffe ich zumindest. Ja, aber ich wollte jetzt doch nicht schlafen. Es ist noch Tag für uns. Guten Morgen. Sekunde, ich komme ja schon. Ist das nicht der Bikini aus meinem Koffer? Da hängt ein Zettel dran. Mit einer krakeligen Nachricht. Das ist die Nachricht, die an meinem Bikini-Oberteil befestigt war. Da steht in krakeliger Schrift geschrieben: Suchst du das hier schon?
Den Rest habe ich auch. Komm und hol ihn dir. Wie? Kleiner Tipp. Sie kommen aus dem All. Doch von hier unten betrachtet scheint das gar nicht mehr so wichtig zu sein. Ich weiß nicht, was das soll und ob der Typ, der das geschrieben hat, nur krank im Kopf oder auch gefährlich ist. Die Frage ist, wurden die Koffer absichtlich vertauscht? Und wenn ja, wieso?